Ein Vorteil hat der 1. April, aber ich habe mir gesagt, falls alles abverhält, kann ich im Nachhinein immer noch sagen, April, April. Ein Freund von mir kann heute leider nicht hier anwesend sein. Er hat mir seinen Grund genannt. Falls es heute um 19.30 Uhr angefangen hätte, wäre er gekommen. Aber 1931 war ihm eindeutig spät. Er muss um diese Zeit schon schlöfeln. Das finde ich sowieso ein sehr lustiges Wort, schlöfeln. Auf Berndeutsch bedeutet schlöfeln aber etwas ganz anderes. Schlöfeln meint dort Schlittschuhe laufen. Bist du heute schon schlöfeln? Bedeutet in Bern also etwas ganz anderes als in der Rest der Schweiz. Der Berner Dialekt ist sowieso lustig. Sie verändern auch häufig Vornamen. Bei Männern hängen sie normalerweise einfach ein U an den Vornamen an. Aus dem Stefan wird der Steffu. Aus dem Pascal der Pascu. Aus dem Michael wird der Michu. Wenn ich das an mich höre, mache ich auch ein U, aber ein bisschen ein anderes U. Wir tun das nämlich so. Aber was wird eigentlich aus dem Nick? Nicht Niku, sondern Chloisu. Das Abändern der Vornamen wird in Bern nicht nur bei den Männern angewandt, sondern auch bei den Frauen. Der weibliche Vorname Aurora finde ich persönlich sehr schön. Aurora bedeutet die Morgenröte. Berner machen daraus Röhrle. Das tönt doch wie ein Abwasserrohr. Mit meinen Arbeitskolleginnen habe ich einen WhatsApp-Chat. Kürzlich hat mich eine von ihnen gefragt, hat jemand meinen Schlauchschal gesehen? Ich so, das Wort habe ich noch nie gehört. Was ist das, ein Schlauchschal? Dem Gelächter, lol, Smiley. Ein Schlauchschal ist das, was ich immer trage. Ein Schlauchschal. Und hier so ein Schlauch ist, den man anlegen kann. Ich bin Jahrgang 1986, das heisst jetzt 37 Jahre alt, gleich 38. Früher hat man ja gesagt, man wächst bis etwa 25. Aber ich wachse immer noch. Vor allem mein Bauch oder meine Stirn zum Beispiel. Früher hatte ich knackige Wädchen, jetzt knackig ich neu. Hauptsache knackig. Vor einem Jahr haben meine Frau Christina und ich beschlossen, für ein Wochenende in den Schwarzwald zu fahren, um zu kuren, wie wir dem sagen, im Wellnessen. Christina hat gesagt, Michael, mach dir keine Sorgen, alles dabei, Hyundai, ich habe für uns beide gepackt. Sind wir angekommen im Schwarzwald, hat sich herausgestellt, leider hat sie meinen Rasierapparat vergessen. Seither habe ich den Bart. Danke, Christina. Ich bin ja Pfarrer und Theologe. Als Student habe ich amigs gesagt, ich studiere Theologie. Das hat dann amigs auch zu Verwechslungen geführt. Und die gängigste Rückfrage hat gelautet: Was studierst du? Geologie. Als Theologe hat man auch ab und zu mit Biologie zu tun. In der Kirchengemeinde musste ich eben auf die Härtetour erfahren, dass der Baum Eibe giftig ist und dass wir aus den Eiben nicht als Adventskranz basteln für Kinder und ihnen das als Geschenk mitgeben. Aber wenn ich unterdessen sage, dass ich nicht nur Theologe, sondern auch Pfarrer bin, gibt es lustige Verwechslungen. Wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt, dann antworte ich bin Pfarrer. Dann lautet oft die Rückfrage: Was? Fahrer? Wohin fahrst du denn? Was transportierst du? Ich darf auch ab und zu in einer Regionalzeitung ein Wort zum Sonntag schreiben. Das erscheint aber amigs nicht am Sonntag, sondern am Donnerstag. Aber es soll gelten. Das ist ein kurzer Text, der auf den Sonntag einstimmen soll. Manchmal schreibe ich ein Gedicht, manchmal suche ich eine lustige Schlagzeile. An diesen Ostern habe ich einen Artikel geschrieben, der heisst: Bist du ein Angsthase oder ein Osterhase?
Dann habe ich den weitergeleitet an ein paar Mitglieder der Kirchengemeinde. Gestern habe ich noch erfahren, ein deutscher Pfarrer hat aus dem gerade seine Osterpredigt gemacht. Und auf Facebook einen Dank gesagt. Jemand von der Kirchengemeinde hat mir dann geantwortet und gesagt: Michael, ich bin weder ein Angsthas noch ein Osterhas, sondern ein Schokihas. Ich sage immer, denn du bist, was du isst. Vor 30 Jahren haben wir Ostern amigs bei unseren Grosseltern gefeiert, meine Geschwister und ich. Mein Opa hat dann amigs meinen Brüdern und mir einen Schokihas geschenkt. Einmal hat mein Opa dann meinen Brüder gefragt, darf ich da mal die Ohren von dem Schoki-Osterhas essen? Dann hat mein Bruder als kleiner Bub gesagt: Nein, die habe ich dann auch am liebsten. Kürzlich bin ich ins Altersheim gegangen für einen Gottesdienst. Am Donnerstagmorgen mache ich dort Gottesdienst im Altersheim. Nach der Predigt ist eine betagte Frau auf mich zugekommen und hat gesagt: Sie sollten sich mit strahlen vor dem Gottesdienst. Da habe ich ihr gesagt: Aber das habe ich doch gemacht. Hat sie geantwortet: Sie sieht trotzdem aus wie ein Götter. Ab und zu nehme ich auch einen normalen Gottesdienst hier auf, als für das Internetradio. Ich bin angefragt worden: machst du einen Gottesdienst, den wir im Radio übertragen können? Ich habe gesagt: ja, mache ich, kein Problem. Dann bin ich aber manchmal ein bisschen aufgeregter als normal, weil ich es so besonders gut mache, weil ich mich nicht versprechen will, weil ich weiss, dass es ja aufgezeichnet wird und dass viele Hörerinnen und Hörer das nachher hören, daheim. Bei einem solchen Internet-Radio-Gottesdienst haben Gottesdienstbesucher ein Lied gesungen, das überhaupt nicht zum Thema passt hat. Ich habe gedacht, was ist eigentlich der Grund dafür? Es hat sich dann herausgestellt, es gibt 2 Lieder mit dem genau gleichen Titel. «Liebster Jesus, wir sind hier». Eins ist ein normales Lied und das andere ist ein Tauflied. Problem: es war ein Gottesdienst ohne Taufe. Bei einem Gottesdienst sammelt man ja Geld für einen guten Zweck. Vor einigen Jahren habe ich bei den Mitteilungen eine Kollekte angesagt. Das Geld, das wir heute sammeln, ist für diesen und diesen Zweck. Genau in dem Moment ist einem Besucher vom Gottesdienst ein 2-Fränkler auf den Kielboden gefallen und es hat das typische Geräusch gemacht vom Aufschlagen mit der Münze. Dann habe ich gesagt: Ich höre schon, der Rubel rollt. Wir machen heute aber einen Papiersammler. Wie viele sicher wissen, ist es ein Hobby von mir, mit meinem roten E-Bike herumzufahren. Das ist ein Ausgleich für mich, macht mir Spass und hält mich fit. Knackende Knie und Wädli, je nachdem. Dabei grüße ich amigs alle, die ich sehe, und sage «Hallo, hallo», weil ich höflich sein will. Kürzlich bin ich durch Tiefental gefahren und habe eine Spaziergängerin gegrüßt mit diesen Worten «Hallo». Sie ist zutiefst verschrocken und hat gerufen: «Oh mein Gott!» Ich so: «Nein, nur der Pfarrer.» Ein anderes Mal bin ich in Dürrenäsch in der Dämmerung herumgefahren. Plötzlich habe ich gehört, dass ein Hund auf mich zugerannt ist und laut gebellt hat. Dann bin ich vor Schreck fast vom Velo gefallen. Ausgleichende Gerechtigkeit. An dieser Stelle eine ernste Warnung für alle Hündler.
Momentan gibt es giftige Blaualgen im Halwilersee, die für Hunde tödlich sein können, wenn sie Wasser mit diesen Blaualgen trinken. Das ist ein Artikel von der AZ. Was viele vielleicht noch nicht wissen, ich bin nicht nur ein grosser Tierfreund, sondern auch Menschenfreund und Pflanzenfreund. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe vor grossen Hunden. Besonders wenn sie so an mich raufkommen. Aber Achtung, in anderen Ländern ist dann ein Hotdog, ein heisser Hund, etwas anderes als bei uns. Auch in Dürrenäsch gibt es lustige Situationen. Kürzlich ist ein Banner gehangen über die Pferdemetzgerei Dürrenäsch mit dem bekannten Spruch: «Gestern noch geritten, heute schon mit Fritten.» Man hat eine Umfrage gestartet. Die meisten Kunden haben diesen Spruch sympathisch gefunden. Das Plakat hat aber trotzdem Protest ausgelöst von der Pferdezuchtgenossenschaft Aargau, von Tierfreunden, Tierschützer. Der Banner hat nach wenigen Tagen schon wieder entfernt werden. Wegen dem muss ich den Spruch jetzt ergänzen. Gestern noch geritten, heute schon mit Fritten, morgen wird gestritten. Ich kenne ein Ehepaar, das 70 Jahre lang verheiratet war. Sie haben mir gesagt, wir haben noch nie einen Streit gehabt. Als Seelsorger habe ich gedacht, das ist auch ein bisschen speziell. Ich frage mal nach, haben Sie noch nie einen Streit gehabt? Sie haben mir geantwortet, nein, wir haben noch nie einen Streit gehabt. Nur heftige Meinungsverschiedenheiten. Auch in der Kirchengemeinde entstehen oft lustige Situationen und Situationskomik. Am vergangenen Mitarbeiter-Dankesessen haben wir keine Mitarbeiter gegessen, sondern haben ihnen Danke gesagt für ihren Einsatz, den sie im vergangenen Jahr geleistet haben. Während dem Mitarbeiter-Dankesessen habe ich meiner Frau Christina einen Kuss auf ihre Backe gegeben. Dann hat eine Frau ihren Kopf neben uns gestreckt und hat gesagt, ja, ihr zwei wieder. Wie in jeder normalen Ehe geht auch bei der Christina und mir nicht alles rund. Und auch unser Leben besteht nicht nur aus Schoki-Essen. Manchmal bin auch ich hässig auf Christina. Dann sage ich schiesse dich jetzt gleich auf den Mond. Dann antwortet sie, aber gell, du kommst mit. Vielleicht ist die Situation ja auch umgekehrt. Das lasse ich jetzt bewusst offen. Christina und ich, wir haben ganz klare Rollenteilung. Traditionell. Ich habe die Hose an in unserer Beziehung. Aber Christina sagt, welche? Weil sie den besseren Farbgeschmack hat. Es ist ja spannend, heutzutage Kinder zu fragen, was sie später mal werden wollen. Früher wollte ich sogar 4 Berufe gleichzeitig ausüben. Astronaut im Frühling, Kranfahrer im Sommer, Pilot im Herbst und Müllmann im Winter. Wenn man heute Kinder fragt, welchen Beruf sie später ausüben wollen, kommt man Antworten über, wie zum Beispiel, ich will Influencerin werden oder Influencer, die Online-Videos machen. Was auch interessant ist, viele Frauen heutzutage wünschen sich wieder die traditionelle Rolleneinteilung. Und sie wollen wieder Hausfrau und Mutter sein. Also ich persönlich kann mir das gar nicht vorstellen, Hausmann zu sein. Eher Haustier. Meine Frau füttert und streichelt mich. In den vergangenen Herbstferien ist ein lang gehegter Wunsch von der Christina endlich in Erfüllung gegangen. Wir haben zusammen Maroni gesammelt im Tessin. An einem Freitagabend haben wir dann die gesammelten Maroni im Hotel rösten lassen und sie dann gerade als Zvieri essen. Kleine Kinder haben dann amigs ganze Kartonschachteln voll gefüllt mit diesen gerösteten Maroni. Und dann habe ich diesen Kindern erklärt, Teilen ist Heilen. Aber sie haben mich nicht verstanden.
Dann habe ich gedacht, vielleicht habe ich ein bisschen zu leise geredet. Es hat ja Umgebungslärm. Dann habe ich lauter geredet. Kinder, teilen ist heilen. Sie haben immer noch nicht verstanden, was ich ihnen sagen wollte. Dann habe ich noch lauter geredet. Teilen ist heilen. Dann habe ich gemerkt, dass ich mich für Kinder klar ausdrücken muss. Kinder, ich will auch von diesen Maroni essen. Manchmal redet man ja vom zerstreuten Professor. Manchmal bin ich wie ein zerstreuter Pfarrer. Im Dezember bin ich als Klaus gegangen von der Pro Senectute ins Restaurant. Das ist das Treffen von Seniorinnen und Senioren, wobei ich auch ab und zu dabei bin. Zwar bin ich noch nicht pensioniert, aber ich wollte meine Vorfreude darauf fördern. Wenn ich das Haus verlasse, dann mache ich den Triple-Check. Kennt ihr den auch? Schlüssel, Nadel, Portemonnaie. Alles dabei, Hyundai. Dann sage ich, ja, ich bin bereit. Dann habe ich im Restaurant dem Sammy Klaus mein neu gelerntes Sprüchli aufgesagt. Sammy Klaus, du lieber Mann, darf ich auch ein Säckchen haben? Ja, er hat dann geantwortet. So bin ich happy mit meinem Sammy Klaus Säckchen heimgegangen. Daheim angekommen, bin ich vor verschlossenen Türen gestanden und habe gemerkt, Christina war unterdessen ausser Haus. Dann habe ich realisiert, ich habe statt meinem Hausschlüssel nur meinen Schrankschlüssel dabei. Der Triple-Check hat voll versagt. Dann habe ich meine Nachbarin angerufen. Zum Glück hatte sie noch einen Schlüssel für den Kopierraum der Kirchengemeinde. So konnte ich immerhin im Warmen warten. Am Abend von dem Tag hat es dann ein Adventsfenster gegeben. Das ist so ein Treff, wo man bei jemandem daheim eingeladen ist. Und dort hat es als Überraschung eine selber gemachte Pizza gegeben. So konnte ich doch noch etwas zu Abend essen. An diesen Adventsfenstern passieren auch andere lustige Situationen. So habe ich zum Beispiel eine junge Mutter gesehen, die schon ein Kind hat. Sie hat einen riesigen Bauch gehabt. Dann habe ich sie gefragt, bist du wieder in Erwartung? Hat sie gesagt, nein, nur dicke gemummelt. Voll ins Fettnäpfchen gestanden. Auf Italienisch sagt man ja für Schwangersein in stato interessante, im interessanten Status sein. Aber auch falls ich diese Formulierung verwendet hätte, wäre es sicher zu Verwechslungen gekommen. Bist du im interessanten Zustand? Nein, ich habe gerade wenig los. Eigentlich könnte auch meine Frau Christina hier stehen. Sie hat einmal einem topfitten 55-jährigen Ehepaar ein Kompliment machen und hat gesagt, ihr seid auch noch recht rüstig. Einem 40-jährigen Vater mit leicht grauen Haar hat sie gesagt, bist du der Opa vom Kind? Christina und ich, wir haben eben manchmal Mühe, das Alter von Menschen zwischen 40 und 65 Jahren einzuordnen. Ich sage dann amix mittelalterlich, im besten Alter oder Oldies but Goldies. Am Mittagessen von der Pro Senectute, das einmal im Monat stattfindet, im Restaurant, hat die Leiterin gesagt, das nächste Mal spielen wir zusammen Lotto und alle sollen ein kleines Geschenk mitnehmen fürs Lotto. Dann hat ein Mann gefragt, der etwas schwerhörig war, was soll ich mitnehmen? Ein Foto! Muslime haben ja am Freitag ihr Gebet, Juden feiern am Samstag Schabbat und Christen am Sonntag den Ruhetag. Waffenöse und Pfarrer am Montag, den freien Tag. Oft treffe ich mich am Montag mit Freunden. Kürzlich habe ich eine Freundin in Aarau treffen und habe nachgefragt, ob unser Termin noch steht für am Nachmittag. Dann hat er mir abgesagt per WhatsApp und hat geschrieben, nein, mein Grossi ist krank. Dann habe ich geschrieben, gute Besserung. Ich habe das Smiley gemacht. Ich dachte, irgendetwas stimmt nicht. Ich habe die Nachricht noch mal genauer gelesen. Meine Grossi ist krank. Im Sinne von seiner ältesten Tochter.
Kürzlich war eine sehr wichtige Sitzung, die sogenannte Gesprächssynode. Die findet nur alle 5 bis 6 Jahre statt. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben über die Zukunft der Aargauer Landeskirche diskutiert. Am Schluss des Tages hat es eine Auswertung gegeben, bei der man seine Meinung äußern konnte. Die Fragen haben gelautet: Wie hat dir dieser Tag gefallen? Was nimmst du mit? Und die Antworten haben gereicht von dankbar, hoffnungsvoll, aber auch herausgefordert. Die letzte Frage hat gelautet: Wie gehst du heim? Ich so: mit dem Auto. Schweizer und das liebe Geld. Vor 10 Jahren habe ich als Jugendarbeiter im Kanton Solothurn. Nach dem ersten Gottesdienst, als ich dort dabei war, ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt: Du kommst ja jetzt einen Praktikumslohn über. Da habe ich ihm entgegnet: Ich würde jetzt also nicht gerade von einem Lohn reden, sondern eher von einem Sold für meinen Dienst. Mein Lieblingswitz, den ich euch auch nicht vorenthalten. Der eine sagt zum anderen: Es gibt ja eine neue Pizzeria in unserem Dorf. Bist du dort schon gewesen? Dann sagt der andere: Ja, ich war schon mal dort gewesen, aber ich werde nie mehr dort hingehen. Die Pizza dort war so grusig. Ich habe mega Bauchweh davon bekommen. Und sie war erst noch viel zu klein. Kürzlich hat meine Frau einen Brief bekommen von der Regionalpolizei Lenzburg. Ich habe sofort erkannt, es ist ein Buß drin. Ich habe dann den Umschlag aufgetan. 1 km/h zu schnell. Auf Facebook gibt es die lustige Gruppe, die heisst: Markiere einen Kollegen, der es auch immer so hart übertreiben muss. Dann habe ich Christina schon wieder anmelden für diese Gruppe, bis ich festgestellt habe, zu dem Zeitpunkt habe ich das Auto von der Christina gefahren. In der Schweiz sind die Wölfe los. Es stellt sich die Frage, ob sie abgeschossen werden oder nicht. Einmal hat ein Organist, der nebenbei auch Jäger ist, bei uns seinen letzten Gottesdienst gehabt. Ich habe ihm dann ein Geschenk überreicht, weil er ja seinen letzten Einsatz hatte bei uns. Dann habe ich ihm das Geschenk gegeben und wollte sagen: Du bist ja Jäger und wegen dem schenke ich dir einen Landjäger. Ich habe mich aber versprochen und stattdessen gesagt: Du bist ja ein Landjäger. Nicht nur wir Menschen, sondern auch Gott hat Humor. Woran erkennen wir das? Schaut einmal das Bild an. Gott hat alle Tiere erschaffen, auch Giraffen und Elefant. Das sind doch die 2 lustigsten Tiere. Gott hat auch alle Pflanzen geschaffen, alle Tiere und uns Menschen. Auch die Bibel ist humorvoll. Einmal habe ich einen recht unbekannten Text gelesen aus dem Alten Testament, aus dem Esra-Buch. Und dann musste ich laut lachen. Einfach so für mich am Morgen. Und der Text geht so: Da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin, und das ganze Volk saß auf dem Platz des Hauses Gottes, zitternd wegen der Sache und infolge der Regengüsse. Da wird trockener Humor. Im Alten Testament gibt es aber auch Humor an ganz bekannten Stellen. Der bekannteste Psalm lautet ja Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott ist der gute Hirt und wir sind seine Schöfli. Der Psalm geht dann weiter: Du bereitest vor mir einen Tisch. Das ist der feine biblische Humor, auch zwischen den Zielen. Der Hirt isst zusammen mit seinen Schöfli am gleichen Tisch. Zusätzlich stellt sich auch die Frage: Bist du ein Optimist oder ein Pessimist? Der Pessimist sagt ja, das Glas ist halb leer. Der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Der Realist sagt, es ist halb Wasser, halb Luft. Jetzt der König David, dem sagt man auch der Psalmist in der Bibel. Der Psalmist sagt, mein Becher fließt über. So geht das. Der Psalm geht so weiter. Humor taucht auch im Neuen Testament auf. Einerseits hat Jesus lustige Begriffe
verwendet, auch lustige Vergleiche, um die Liebe von Gott zu uns zu erklären. Er hat einmal davon geredet, von einem Kamel. Schon nur ein Kamel ist doch ein lustiges Tier. Ein Kamel, das durchs Nadelöhr durchgeht. Und er hat auch gesagt, wir sollen unsere eigene Gerechtigkeit nicht rausposaunen. Es ist einmal eine Geschichte gegeben, die auch ein bisschen Galgenhumor ist. Man kann euch nicht vorenthalten. Der Apostel Paulus war einmal im Gefängnis, gefesselt vor dem König Agrippa. Und wegen seinem Glauben an Jesus war er gefangen. Und dann hat er dem König erklärt, wer Jesus ist. Und ganz am Schluss von dieser Predigt hat der Paulus dann gesagt, ich wünsche mir, dass du über kurz oder lang auch so bist wie ich, nämlich Christ, einfach ohne meine Fesseln. Humor taucht auch in der Kirchengeschichte auf. Der Aurelius Augustinus war ein bekannter Kirchenvater, der von 354 bis 430 nach Christus gelebt hat. Mein Lieblingszitat von ihm fasst treffend zusammen, was ein Pfarrer machen soll. Dafür hat der Augustin viele Aussagen aus der Bibel zusammengefasst. Das ist hier die Liste. Augustin sagt, Unruhestifter zurechtweisen, Kleinmütige trösten, sich der Schwachen annehmen, Gegner widerlegen, sich vor Nachstellern hüten, Ungebildete lehren, Träge wachrütteln, Händelsucher, also Streitende, zurückhalten, Eingebildeten den rechten Platz anweisen, Streitende besänftigen, Armen helfen, Unterdrückte befreien, Gute ermutigen, Böse ertragen. Schaut mal die ganze Liste. Aber das Zitat geht noch weiter. Und ach, alle lieben. Vor 2 Jahren ist in unserem Bezirk Kulm einmal ein neuer Pfarrer in sein Amt eingesetzt worden. Beim anschliessenden Apero hat es Grußbotschaften gegeben und er hat viele Glückwünsche von Ehrengästen bekommen, wie zum Beispiel Gemeindepräsidenten. Und aus meiner Sicht war alles so ein bisschen seriös und ernst und trocken. Und ich habe ihm auch das Zitat weitergegeben, habe ich ihm zugesprochen, zu meiner Ermutigung. Da habe ich aber gedacht, ja, warte mal, diese Liste die ist so lang, die könnte einem ja gerade erschlagen. Wegen dem habe ich es dann ergänzt und gesagt, lass dich drücken. Auch an der Universität habe ich ein lustiges Erlebnis gemacht. Weil ich im Laufe von meinem Leben an mehreren Universitäten studiert habe, darf ich das folgende Erlebnis jetzt auch schildern, ohne Nennung von Namen. Die Universität hat einen neuen Ethikprofessor bekommen. Dann ist er aufs WC gegangen. Er ist aus dem WC rausgekommen und ich wollte mich ihm vorstellen. Dann hat er mir mit seinen ungewaschenen Händen die Hand geben. Habe ich ihm gesagt, ich kann Ihnen leider die Hand nicht geben. Das wäre ethisch nicht korrekt. Früher bin ich gerne mit einem guten Freund an die Bond-Night gegangen, in Wolle. Man legt sich schön an, entweder als Bond-Girl oder als James Bond oder gar als Bösewicht. Natürlich gehört auch ein Wodka Martini dazu, geschüttelt, nicht gerührt. Nach der Corona-Pause hat jetzt ein neuer Verein an einem neuen Ort die Bond-Night wieder organisiert. Ich habe mich so darauf gefreut, mit der Christina das erste Mal dort hinzugehen. Dann habe ich an der Bar, so haben wir ausgesehen, dann haben wir an der Bar einen Martini bestellt. Ich konnte ihn aber nicht geniessen. Dann habe ich mich beim Barkeeper beschwert. «Sie, aber ist der Martini noch frisch oder ist der schon abgelaufen?» Dann hat er nachgeschaut auf der Flasche. «Der ist noch ganz frisch.» Dann hat sich herausgestellt, dass es 2 Arten von Martini gibt. Der trockene Extra 3 mit 18% und der süßere Bianco mit 15%. Wieder etwas gelernt. Ganz anderer Geschmack. Der eine ist wie Essig. In unserer Küche hängt ein Schild mit der Botschaft: Manchmal sollte man sich mehr Spaghetti als Sorgen machen.
Auch in der Kirchengemeinde kann man es natürlich nicht allen Leuten recht machen. Es Bad und halt manchmal auch ein bisschen motzen und so. Manchmal denke ich, Kuchen zusammen essen, sondern auch Waffeln. Besser Waffeln essen als Wäffeln. Viele Männer schildern ja gerne in gemütlicher Runde ihre Militärstories. Moderne Heldengeschichten fürs Lagerfeuer. Eines der hervorstechendsten Kennzeichen des Militär sind die vielen Abkürzungen, die verwendet werden. Das kommt noch von früher, von der Vergangenheit, wo man Telegramm und kurze Notizen schriftlich geschrieben hat. Neben diesen offiziellen Abkürzungen gibt es aber auch viele inoffizielle und humorvolle Abkürzungen, wie zum Beispiel der Kanugira. Das hat aber nichts so mit Kängurus, sondern ein Kanugira ist der Kaffee-Nussgipfelrapport. Nach dem Kanugira haben wir amigs das Gelände rekognosziert und sind dafür amigs mit dem VW-Bus dort gefahren. Wir mussten einen sogenannten militärischen Entschluss fassen. Das bedeutet einen Plan entwerfen. Dem haben wir amigs gesagt, wir machen ein Entschlüssli aus dem Büssli. Am Freitag hat mir gerade ein Kamerad geschrieben, wie er seinen Dienst als Armeeseelsorger bisher erlebt hat. Er hat mir geschrieben, ich zitiere: Gestern war ich im Altersheim bei einer Truppenübung auf Platz zu Besuch. Ich dachte, irgendetwas kann doch nicht stimmen. Als Armeeseelsorger besucht man doch junge Soldaten in der Kaserne, aber nicht Seniorinnen und Senioren im Altersheim. Bis ich sein WhatsApp noch genauer gelesen habe. Gestern war ich in Arlesheim. Jetzt kommt mein Favorit. Der ist ja so kompliziert, dass ich sogar 3 Folien machen musste. 2012, als ich in Lies meinen Leutnant abverdient habe, haben wir als Offiziersanwärter während dem Ausgang der Rekruten eine sogenannte KC-Armbinde tragen. KC, das steht für Bilingue Kontrolle, Contrôle, also Deutsch und Französisch, KC, damit die Rekruten sofort gewusst haben, dass sie im Ausgang nicht so rauslassen dürfen. Beispielsweise musste ich darauf achten, dass sie ihr Bier und ihre Schokostängel nicht in einem weißen Plastiksäckchen umtragen, sondern in einem offiziellen Militärrucksäckchen. Einer meiner Unteroffiziere wollte wissen, ob ich an jedem Abend wieder die Kontrollfunktion KC muss übernehmen muss. Wegen dem hat er mich gefragt auf Französisch: «Est-ce que vous êtes cassé aujourd'hui?» Ich habe verstanden, «Cassé», das heisst kaputt, todmüde oder hundemüde. Und ich habe ihm geantwortet: «Non, je suis sain sauf». Das heisst, ich bin gesund und wohlbehalten. Wir sind zwar nicht immer kerngesund, aber dank Jesus im Kern gesund. Im Militär gibt es strikte Aufgabenbereiche. Es gilt das Motto: ein Raum, ein Chef, ein Auftrag. Für alle, die keinen Militärdienst oder noch keinen Militärdienst geleistet haben, hier folgt eine kurze Übersicht. Eine Übersicht über das Militär. Ein Hauptfeldwebel ist zuständig für das Material. Ein Furier koordiniert sowohl den Sold als auch das Essen. Ein Leutnant führt einen sogenannten Zug, bestehend aus 5 Unteroffizieren und 30 Soldaten. Leutnant ist der erste Offiziersgrad. Dann ein Generalstabsoffizier ist zuständig für die strategische Planung. Das ist mal die Übersicht. Jetzt gibt es im Schweizer Militär ein lustiges Sprichwort, das lautet: 4 Kombinationen passen im Schweizer Militär überhaupt nicht zusammen. Ein Hauptfeldwebel mit einem Auto, ein Furier mit einer Waffe, ein Leutnant mit einer Karte und ein Generalstabsoffizier mit einer guten Idee. Ich habe fröhlich, wie ich bin, mal meinen Vorgesetzten Kasernenbirnen auf diesen Spruch gesagt. Dann haben sie gesagt: «Du, das stimmt nicht. Das sollte heissen Armeeseelsorger mit einer Waffe.»
Ich so, nein. Seither schiesse ich auch immer regelmäßig. Ein paar Comedians singen ja auch. Aus folgendem Grund wohne ich das heute aber weg. Wo mein ehemaliger Hauptmann und Kadi wollte heiraten und mich gefragt hat, ob ich seine Trauung übernehmen will, habe ich zugesagt. Christina und ich haben dann überlegt, wie wir ihm ein persönliches und individuelles Geschenk machen können. Wir haben uns darauf geeinigt, seiner Brut und ihm ein Ständchen zu halten, ein Segenslied zu singen. Während dem Abendessen von ihrer Hochzeit. Christina und ich, wir haben dann gesungen, aber nur sie hat Komplimente bekommen. So habe ich schweren Herzens eingesehen, dass ich besser singen kann als ich. Am vergangenen Black Friday war ja Ausverkauf und Rabatt. Und es sind so viele Leute unterwegs nach Aarau, dass die Autos sich schon vorher in Gränichen gestaut haben. Wir hatten einen wichtigen Arzttermin und mussten sogar einen Umweg fahren. Im Shoppingcenter, im Geistcenter, habe ich dann das erste Mal in meinem Leben sowohl einen Proteinshake als auch einen Proteinriegel mir gönnt. Plötzlich habe ich 2 Männer gesehen am Boden, die geschrauen haben. Dann bin ich auf sie zugerannt und habe gerufen, auseinander. Dann habe ich einen von ihnen gepackt. Er hat nicht losgelassen. Aber nach einem harten Kampf hat er dann aufgegeben. Es war ein Dieb, der ein Frauenparfüm stellen wollte und der den Ladenbesitzer umkrempelt hat. Ich habe diese Geschichte natürlich am Abend genüsslich meinen Polizeifreunden von Litwil und Dürnäsch erzählt. Da haben die gerade gesagt, komm, wir nehmen dich in unser Polizeikorps auf. Aber ich musste abwinken. Der wahre Grund ist, ich kann besser reden als kämpfen. Wenn wir genau die Details anschauen von dieser Geschichte, während dem Handgemenge habe ich gesagt, rufe Polizei! Habe ich gesagt zu den Mitarbeitern vom Laden. Das ist übrigens die Nummer 117. Im Nachhinein musste ich selber lachen, dass ich sowohl gleichzeitig gekämpft als auch Anweisungen gegeben habe. Ich habe dem Dieb die ganze Zeit gesagt, ich bin stärker als du, ich bin ein Bodybuilder, ich bin ein Boxer, ich bin 100 Kilo. Alles nichts genützt. Ich konnte nicht überzeugen. Irgendwann ist dann ein zweiter Mann zu Hilfe gekommen, wir konnten ihn dann der Polizei übergeben. Ich bin ja in Samensdorf aufgewachsen, es hat auch Leute von Samensdorf da. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in Meisterschwand ein Militärmuseum hat. Sehr spannend. Ein Nationalrat, der sich für die Sicherheit der Schweiz einsetzt, hat mich mal eingeladen ins Militärmuseum in Meisterschwand. Beim Apero habe ich eine Frau gesehen, die ganz allein da gestanden ist und habe mich ihr vorgestellt und gesagt, ich bin der Michael, ich bin Pfarrer in der Region, ist dein Mann eigentlich auch da? Dann sagt sie, nein. Ich bin Nationalrätin in Zürich und ich bin Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat. Ich habe gedacht, wie kann ich die Situation jetzt noch retten? Ich habe gefragt, darf ich dir trotzdem du sagen? Gestern früh am Morgen war ich noch an der Osterpredigt. Christina ist in mein Büro reingekommen, hat mich gefragt, ob ich noch etwas brauche. Ich habe ihr erklärt, du, ich bin spät dran, bitte leg dich an, du bist ja noch im Morgenmantel. Auf den zweiten Blick habe ich gesehen, Christina ist gar nicht im Morgenmantel, sie hat einfach ein rotes Kleid getragen. Ich bin der, der im Pyjama war. Als ich vor 8 Jahren ganz neu war in der Kirchengemeinde, ist eine Frau auf mich zugekommen und hat mir stolz erklärt, Michael, schau mal, ich habe ein neues Tattoo. Hat sie mir ihren Unterarm gezeigt, mit einem neuen christlichen Symbol drauf. Dann hat sie mich gefragt, Michael, hast du eigentlich auch Tätowierungen? Ich so, Gegenfrage. Hast du schon mal einen Ferrari mit einem Kleber drauf gesehen? Wir haben mehrere Sigristinnen, die am Kirchengemeindehaus und die Kirchenleute den Schuss halten, sowie den Gottesdienstsaal vorbereitet.
Einmal hat mich eine von den Sigristinen gefragt: Michael, wieso lässt du eigentlich immer deinen obersten Hemdli-Knopf offen? Da habe ich geantwortet: Weisst, es gibt ein Sprichwort von Joachim Ringelnatz. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. In einer anderen Kirchengemeinde hat mir der Pfarrer mal stolz erzählt, dass sein Jahresmotto lautet: mit Kind und Kegel. Ich habe ihn dann so mal scheu gefragt, ob er denn überhaupt weiss, was das bedeutet, mit Kind und Kegel. Er hat mir gesagt, ja, das bedeutet, alle sind eingeladen, weisst, Kind, und die können die kegeln, können die zusammen spielen. Ich habe ihm dann erklärt, du, nein, Kegel, das ist das alte Wort für die unehelichen Kinder. Dann ist er rot angelaufen und hat gerufen: «Was?» Er hat aus seinem Motto mit Kind und Kegel sogar ein 2-Jahres-Programm gemacht. Kurz darauf hat er in Kirchengemeinde verloren. Aus unterschiedlichen Gründen. Funny Church sein, das bedeutet, es gibt lustige Kirchen, lustige Sprüche an der Kirchenwand. Wir haben das in Amerika, ist das amigs draussen. Draussen vor der Kirche stehen Einladungen und so Wortspiele und so, was machen. Und manchmal steht da draussen bla bla bla, just come to church. Wir haben das nicht aussen, wir haben das innen dran. Und also ich immer kann einen kurzen Satz anschreiben, die Kirchenleute will. Und einmal habe ich einen Satz diktiert, nachher ist aber etwas anderes gestanden. Nachher ist gestanden: Jesus macht uns zu Menschenfischen statt Menschenfischen. Vor einem Jahr hat hier im Kirchengemeinde Dürrenäsch der Allianz-Gottesdienst stattgefunden. Allianz bedeutet, aus 5 Kirchengemeinden und insgesamt 11 Dörfern feiern zusammen etwa 200 Menschen hier einen fröhlichen und farbigen Gottesdienst. Alle 5 Pfarrer haben einen kleinen Teil davon beigesteuert. Ich habe dann das Mikrofon ergriffen, und das Wort ergriffen, bin dann aber von einem Pfarrkollegen darauf hingewiesen worden, dass ich gar noch nicht an der Reihe bin. Als dann mein Teil endlich dran kam, habe ich gesagt, das Lustige ist, dass ich den Gottesdienstablauf gemacht habe. Fasten gibt es ja nicht nur im Islam während dem Fastenmonat Ramadan, sondern auch im Christentum. Einmal habe ich gefastet und habe dann trotzdem einen Seelsorgebesuch gemacht. Vor mir auf dem Tisch sind meine Lieblingssüßigkeiten gelegen. Gott lieber Hüppen. Ich habe dann alle 10 Stück gegessen. Zum Glück hat Gott auch Humor. In der Bibel sagt Gott, dass das richtige Fasten nicht darin besteht, auf Essen zu verzichten, sondern auf Unrecht zu verzichten. Also das ist sehr ernster Humor von Gott. Kurz vor meinem 30. Geburtstag musste ich einen Leistenbruch operieren lassen. Bei der Anmeldung vor der Operation musste ich ein Formular ausfüllen. Unter anderem war die Frage: wünschen Sie, dass der Pfarrer von Ihrer Kirchengemeinde Sie besucht? Ich so: natürlich! Das würde ja bedeuten, dass ich laufen kann und dass es mir gut geht. Ich habe es also angekreuzelt. Nur so als Tipp: bitte kreuzen das unbedingt an, wenn ihr das erste Mal ins Spital gehen müsst. Oder gebt mir kurz eine Nachricht, dann kann ich euch besuchen. Im Spital habe ich dann erlebt, dass plötzlich das Telefon geläutet hat. Da habe ich gedacht, was, kann ich sein, dass ich mich selber anrufe? Es war mein Konfirmationspfarrer und Dekan Philipp Nanz, der gesehen hat, dass ich auf der Patientenliste gestanden bin. Unvergesslich. Wir kommen zum Schluss und zum Finale. Das Versprechen von meinem ersten Comedy-Obig hat ja gelautet: Pfarrer Michael Freiburghaus erzählt lustige Erlebnisse aus Politik, Militär und Kirche. Da bleibt kein Auge trocken. Gestern haben wir zusammen Ostern gefeiert. Es gibt eine Geschichte, eine Ostergeschichte, bei der mir kein Auge trocken bleibt. Die Situation war so, dass die Jünger von Jesus
ihn verraten haben, weil sie Angst hatten. Aber Jesus ist nicht nur gestorben, um unsere Schuld zu tragen, sondern er ist auch von den Toten auferstanden. Da sehen wir hier vorne die Szene mit den Egelfiguren. Das Grab von Jesus ist leer. Jesus lebt. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa. Die ganze Bibel kann man so zusammenfassen. Jesus nennt uns Schwestern und Brüder, obwohl wir ihn verraten haben. Wenn man das versteht, dann hat man die ganze Bibel verstanden. Jesus will unser bester Freund werden. Die Zusammenfassung der Bibel lautet, dass Gott Liebe ist, dass er uns liebt, dass er wegen dem seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat. Und dank Jesus kommt die Liebe von Gott Hand und Füße über. Als ich das einmal erklärt habe, das erste Mal im Gottesdienst, wollte ich noch ein Foto machen von dem Herzchen und habe es in der Kirche Lütwil angelegt auf ein weißes Kästchen. Plötzlich sehe ich Rauch aufsteigen und das fängt an zu schmecken. Ich habe es auf den Radiator gelegt. Hier hat es eine Brandwunde davon. Da habe ich gedacht, das müsse so sein. Jesus hat sich nicht nur am Finger verletzt, sondern er hat sein ganzes Leben für uns eingesetzt, um uns zu retten. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir auf die Liebe von Gott reagieren können. Und auf Englisch ist das noch ein lustiges Wortspiel. Die erste Variante, wir können auf die Liebe von Gott reagieren. Also auf Englisch sagt man Are you mad, sad or glad? Mad bedeutet, bist du wütig, fuchsteufelswild, tust du Gott wie die Zunge rausstrecken und sagen, das ist also frech von der Bibel, dass die Bibel sagt, dass wir Sünder sind, dass wir die Vergebung von Jesus brauchen. Das ist eine Variante, wie wir reagieren können. Die zweite Reaktion ist sad. Das bedeutet traurig. Wenn du erkennst, dass du Fehler gemacht hast, dass du Schuld auf dich geladen hast in deinem Leben, aber wenn du noch nicht zu Jesus Christus durchgebrochen bist, wenn du seine Vergebung noch nicht angenommen hast. Eine weitere Möglichkeit ist glad. Das heisst, wenn du fröhlich bist, hier mit dem lachenden Smiley. Wenn du erfahren hast, dass Jesus Christus dich liebt und dein bester Freund will sein. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass jemand sagt, er ist abwartend, er ist cool oder cold, er ist ein bisschen gleichgültig, hat eine Sonnenbrille an gegenüber von Gott. Und wenn du dich hier wiedererkennst, dann sage ich, hol mehr Informationen ein über Jesus. Er verhebt. Das symbolisiert, wenn wir feurig sind für Jesus, wenn wir Herzli-Augen haben für Jesus und eine Liebesbeziehung führen mit ihm. Wenn wir mit ihm reden im Gebet und er zu uns reden durch sein Wort von der Bibel. Und zum Abschluss, wenn wir mal im Himmel werden sein, wenn wir Jesus werden sehen, dann werden wir ganz durchdrungen sein von seiner Liebe und wir werden für immer und ewig dürfen in seinen Armen weilen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.